angeschriebene Redner aus der Chef Boden. Herr Boden, die wird. Ja, merci, Herr Präsident. Den Ausbau von den erneuerbaren Energien als eine absolute Priorität für die Regierung und auch für uns als CSV. Das Priorität geht auch aus dem Koalitionsakkord heraus, aber mit diesem Gesetzesprojekt setzen wir ein Projekt davon um. Die Energiekrise, die grossen Subventionen im Bereich der PV-Anlagen haben die letzten Jahre zu einem großen Zuwachs bei der Solarenergie gefördert, speziell am Bereich der Autokonsumation. Die Dynamik dürfen wir nicht auflachen. Wir dürfen uns nicht auf dem Succès ausruhen. Die Analyse bei den Limiten weist, dass generell entweder die Netzkapazität nicht durchgeht oder aber die finanziellen Möglichkeiten an die Rapporteure darum angegangen, für die Leute eine Bremse sind. Das heißt, Kapital für die Anlage zu finanzieren. Für mal ganz einfach zu sagen, Ménagen mit guten finanziellen Mitteln und mit freien Netzkapazitäten hatten die Möglichkeit, eine Anlage zu lehen. All die anderen haben nachgeguckt. Die Problematik der finanziellen Mittel wird auch am Klimasozialplan abgewiesen. Und das ist genau der Punkt, wo dieses Projekt aussetzt. Der Klient bezahlt just nach seinem Teil vom Investiment. Diese Mesure ladet, dass mehr Leute an Produktion von erneuerbarer Energie können investieren, damit haben wir mehr Leute mit an der Energietransition. Am System, wie es bestanden hat, war am Anfang eine Umverteilung von innen nach oben. Die Allgemeinheit hat denen, die sich das leisten konnten, hier PV-Anlagen zum großen Teil bezahlt. Das ist ähnlich mit der Präfinanzierung. Die Unterstützung von der erneuerbaren Energie wird mehr sozial und mehr gerecht. Herr Präsident, wir begrüßen das neue Berechnungsmodell und noch Modalitäten, wie die Beihilfen ausbezahlt werden. Durch ein fixes Monto, den abhängig ist von der Leistung, wird der Käfer motiviert, die interessantsten Offer zurückzubehalten. Und Konkurrenz am Sektor spielt auch damit. Wir verhindern am Anfang, dass extrem teure Anlagen gelöst gehen oder die Subsidien mit angepreist gehen. Und das haben wir ja auch gesehen an den letzten Jahren, wo die Subsidie auf 67% hochgegangen ist, sind die Anlagen direkt mit teuer gehen. Also ich meine, das gilt zu verhindern, wenn man ein Beispiel hält, eine Anlage von 9 Kilowatt Peak kann zwischen 10.000 und 20.000 Euro kosten. Wir kriegen immer 7.700 Euro Subsidie laut dem heutigen Gesetz. Da leider bei 10.000 Euro Invest bei 77%, klar, wir haben mal hin. Und das bedeutet, dass wir auch die Eden viel mehr effizient ersetzen und damit auch die öffentlichen Gelder viel mehr effizient ersetzen. Daneben stärken wir die Modalitäten, mit den Modalitäten die Handwerksbetriebe, sie kriegen hier so sehr, wenn es einen Monat an die Qualität ist assuriert, dass Betriebe, die registriert sind an dem Register, auch eine gute Qualität von Arbeit machen. Wir haben gesehen, dass die große Attraktivität von den Photovoltaikanlagen dazu gefördert hatten, dass viele Akteure im Markt aktiv sind, jeder kann einmal Photovoltaikanlagen lehen. Und hier muss ich aber enregistrieren und immer das sichergestellt, dass die Klient auch eine Qualität kriegt. Herr Präsident, ich will betonen, dass wir es wichtig finden, dass neben dem neuen Finanzierungsmodell aber auch den alten Modell bestehen bleibt. Speziell für größere Anlagen über 15 Kilowatt ist aber den Montant von 50% Beihilfe mehr interessant. Das muss ich zwar selber finanzieren, aber wir fanden es wichtig, dass ich noch weiter größere Anlagen lehen, weil wir all als Dachfläche sollen nutzen. Natürlich ist das für die eigene Konsumation nicht immer das Interessanteste, wir haben aber neuerdings die Möglichkeit für Strom zu teilen. Und genau da kann das dann aber eine Rolle spielen, und da kann ich zum Beispiel Strom teilen mit seinem Nachbarn, der vielleicht nicht mehr lokatär ist, da kann den auch profitieren von dem Ausbau von der Photovoltaikanlage. Wir machen damit den billigen, selber produzierten Strom mehr open für all die anderen. Und das ist wichtig. Wir fanden es wichtig, dass wir alle Dachflächen zulegen und uns nicht begrenzen über die Kleinanlagen. Für uns ist das ein wichtiger Schritt für PV-Anlagen und damit die Energietransition für jeden disponibel zu machen. Weitere Projekte bei der Präfinanzierung sind an der Pipeline. Der Umweltminister Serge Schilmes hat annonciert, dass im Bereich von Wohnen, Wärmepumpen, aber auch von der Mobilität Projekte kommen. Damit gehe ich d'accord von unserer Fraktion.